Hinterm Haus. Oh, Kraus. Moment, Steckerl. Da gibt es Bürsten. Okay, wo ist was? Warte mal. Leinenstoff. Pass auf, die Alte. Bestimmt haben die Leute im Ort dir gesagt, ich bin die Fenstlerin, weil ich den ganzen Tag am Fenster hock. Mir ist das wurscht. Ich bin die Maurer Henriette. Da sieht man fein schon alles Mögliche. Das können sie mir glauben. Einen Fernseher haben noch gar nicht Die gehabt. Leute, die Deswegen sagen sitzen sie am hinter meinem Fenster. Rücken all, weil ich hätte so viel Zeit. Deswegen darf ich den ganzen Tag am Fenster hocken. Dabei ist es der größte Schmarrn. Wenn ich von irgendetwas gar nicht mehr viel hab, dann ist es Zeit. Das ist kein schönes Gefühl, das sage ich Ihnen. Wenn man weiß, dass man jetzt stirbt. Also jeder stirbt, das ist ganz klar. Aber nicht jeder weiß, dass seine Tage Zeit sind. Aber ich hab überhaupt erst alt werden dürfen. Ob das ein Fluch oder ein Segen ist, weiß ich nicht. Brauche ich auch nicht wissen. Das liegt in der Hand Gottes, sagte Herr Pfarrer allweil. Der ist schon ein guter Mo. Ja, mei, das mit seiner Haushälterin, der Frau Oberlechner. Jeder hat ein Laster. Mir ist das wurscht. Das muss er mit dem Herrgott diskutieren. Die werden sich schon noch einig werden. Der ist ein guter Mo. Sogar zu dem Lenz, dem Toten, war er immer freundlich. Obwohl der sich oftmals gar nicht beliebt gemacht hat. Der Tote. Kennt ihr den Toten? Den hat nicht jeder Menge. Da am Schormeierhof geht's manchmal auch drunter und drüber. Und der Junge, der Lenz, Gott hab ihm selig, der hat sich vor allem im Wirtshaus bei der Gschwendnerin gern einmal aufgeführt. Dem Alkohol war er auch nicht gerade abgeneigt, wenn ich das so sagen darf. Was genau da allweil passiert, weiß ich natürlich nicht. Ich gehe nicht mehr in die Wirtschaft. Das ist mir zu laut und ich mag nicht, wie die Leute schauen. Gerade am Sonntag, da geht's allweil zu. Was war da noch los? Ah ja, ich weiß noch. Da habe ich nämlich nicht schlafen können, weil mir der Rücken so weh da hat. Dann habe ich noch mal auf den Topf müssen und dann habe ich aus dem Fenster geschaut. Im Wirtshaus war nur Licht an und da habe ich den Schorsch gesehen. Der ist da vorn den Waldweg lang, allein war er. Ich glaube, der hat einen ziemlichen Rausch gehabt. Keine Ahnung, wo der um die Uhrzeit hin wollte. Ich bin dann wieder ins Bett. Mir sind Fiers kalt worden, wissen's. Ja, so war's, genau. Ich bin vielleicht alt, aber blöd bin ich nicht. Aber was da sonst noch los war, weiß ich wirklich nicht. Und jetzt bin ich auch müde. Ich muss mich mal hinlegen. Grüßen Sie mir den Herrn Pfarrer ganz herzlich. Wie schaut aus mit der Räuberbande? Die was? Ah, die Räuber im Wald. Ja, das habe ich Ja, der schon gehört. Pascolini und so weiter. Mei, schön ist sowas nicht, gell? Aber ich mein, wo geh ich denn noch hin, wo sie mich finden kannten? Ich hab schon mitgekriegt, dass sie jetzt ein paar von den Männern an den Brücken zum Ort aufgestellt haben. Das ist natürlich auch wichtig. Ich glaube, der Reiber, der heißt irgendwie ausländisch. Wie war denn das gleich? Ah, Pasquini, wie der Kini. Ja, jetzt weiß ich's wieder. Die sind anscheinend vom Mammendorf oder so. Und da überall bekannt. Weil die alles mitnehmen, was nicht nied- und nagelfest ist. Alles. Sogar Kühe haben die schon mitgenommen. Und Kinder, die armen Kinder, stellen Sie sich das einmal vor. Also auf jeden Fall sind das keine guten Leute, die Pasquinis. Da macht das Schwammerlsucher keine Freude mehr. Das können Sie sich bestimmt vorstellen, oder? Also nicht, dass ich nur irgendwas suchen gehe da den Wald. Aber die Kathi und der Peter zum Beispiel,
Die sind ständig im Wald für ihre Rahmschwammerl. Mei, die sind gut, das sag ich ihnen. Die müssen es unbedingt einmal probieren. Nein, ich friere nicht an Schwammerl. So, was hast du denn da schön's? Ein Rettich? Den klau ich da. Weg da, mein Rettich. Das Ei klau ich da. Nicht bin ich fort. Pass auf, der Schorsch war besoffen. Der Lenz wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich hat's ihn geworfen, er hat sich das Hirn gerannt. So aufgestimmt bin ich auch schon wieder. Wohin war der Schorsch nachts unterwegs? Eine gute Frage. Der Schorsch, den suche ich in diesen Deppen. Ich finde ihn gerade nicht. Der Pfarrer. Eine heimliche Beziehung, oder wie? Und das ist Henriette Maurer, die alte. Ja gut, die hängt gerne mal im Fenster. Wie schaut das? Geht da was? Geht nimmer. Warte mal. Vielleicht sollte ich noch meine Blicke schweifen lassen. Irgendeine Tatwaffe oder so? Warte mal, irgendwas gibt's noch. Da ist was. Im Gebüsch. Was haben wir da? Schwierigkeit 6. Bock mal. Da die Song. Zweige abgebrochen. Und jemand aufgelauert? Es gibt wieder Informationen zum Schorsche. Ein Fußabdruck. Das war der von ihm. Der Schormeierhof. Ja, pass auf. Das Wirtshaus, wo war das? Davon. Wo geht denn da durch? Da wohnt die Alte. Warte mal. Wir laufen noch weiter. Man, den Ton muss ich auch noch untersuchen. Da haben wir nichts, oder? Zumindest nichts von Bedeutung. Aha, da geht Tinte. Hey, da gemütlich. Da steht eine Kuh. Die eine ist tot. Oder haben Sie da? Der Schurmeierhof. Hey, du hier. Die Holzackerbuben. Mona, wie schaut denn aus da?
Der Bier nehme ich mit. Ich hab nicht, der Hirs. Ein Viech von Typ. Warte mal, Hirs. Also. Ja, beschäftigt. Die haben keine Zeit für so einen Saupreisen wie mich. Ja, mag auch nicht. Schmieröl braucht er nicht. Ja, gut. Du beschäftigt, um zu plaudern. Jetzt hört wir mal schön weiter. In die Richtung. Die Wanderroute. Also, eine Schnellreise, kann das sein? Ein Bayer wie ich, der läuft zu Fuß. Der reitet schnell. Nicht, dass er was verpasst. Mondblärme. Schau das an. Da darfst du am liebsten der Kuh sein. Das ist so weit schon, oder? Kann er sprinten? Nee, oder? Der schnellste ist er nicht, der Stotterer. Wolpertshofer, der Schurmeierhof. Zeit verbringen, warum? Ich bescheuert. Gibt keine Pause. Schmidt, weiter geht's. Hey, du ja. Der legendäre Schurmeierhof. Nicht der Bauer. Anklopfen. Der Schurmeier persönlich, warte mal, Kumpel. Komm gleich. Warum jetzt ein bisschen ab da, wenn du was hast. Da ist eine Bastelbank mit der Bürsten. Schleifpapier. Wenn es weitergeht, kann ich bei der Werkstatt aufmachen. Ein Kistal. Die kriegen wir auf. Mit ein bisschen Glück. Und in der Kiste haben wir den Kreppel da. 12 Pilze, da ist er. Nimm mit. Warte mal, wie schaut denn aus? 300 Kilo kann ich schleppen. 41 Kilo habe ich schon dabei. Pilzenkraut. Was soll ich mit dem Kraut? Soll ich zum Rauch nehmen oder soll ich es verbasteln? Schurmeier, ich nehme jetzt. Wobei. Ja, wie schaut du aus? Was ist das sein? Die tote Sau da drin? Also gemütlich ist da nicht. Was ist nicht da? Schurmeier, jetzt hab ich Zeit.
Servus. Was wollen's? Herr Schommeier, bin der Schmied aus der Stadt. Desinteressiert und gereizt. Aha. Beileid, komm gut an. Der Scharfsinn. Oder das Bauchgefühl. Ist schon gut. Gingen's noch rein. Aber nix anfassen. Also, das heißt, mit der Junge so gelungen. Was sollen das für Fragen sein und warum sollte er eine Fragen beantworten? Und wie kommen sie überhaupt dazu, mir Fragen zum Stellen? Von mir aus. Aber Sie versprechen mir, dass Sie den Hundsgrüppe finden, der das da hat. Wollen Sie mir jetzt den ganzen Tag auf den Geist gehen? An dem Abend, wo das passiert ist, bei der Kathi im Wirtshaus, da trifft er sich ja jeden Sonntag mit seinen Revoluzerfreund. Ach mei, das ist alles halb so wild. Über Gott und die Welt skrieren die immer. Wir sind denen ihre Ideen gespinnert. Wo kamen wir denn da hin? Aber wenn man jung ist, dann muss man halt auch ein bisschen spinnen. Hauptsache man lernt dabei, was Recht und Ordnung ist. Der Leubel, unser Lehrer auf alle Fälle, der war ja in der großen, weiten Welt draußen. Zum Studieren, zum Inga. Seitdem hat er die ganzen gespinneten Ideen im Kopf. Und sein Kompagnon, der Severin, der lungert auch immer bei der Schule rum. Der gute Dr. Schweighöfer, ja der hält sich immer für besonders gescheit. Der ist da auch dabei. Und der Hans-Gürgel, der war einmal ja Knecht bei uns. Aber leider gab's da mal ein paar Streitereien. Der Lenz und der Hans-Gürgel waren sie öfter uneins. Aber bei der großen Politik, da scheint es dann doch wieder zusammenzuhalten. Ich glaube, mit denen hockt er meistens zusammen, der Lenz. Aber so genau interessiert mich das nicht. Wegen am Hof? Ja, was willst du denn da wissen? Viel kämen, viel gängen. Wie überall anders da. Die guten Beute natürlich gern. Anständiges Personal finden ist nicht einfach. Außerdem haben wir einen Todesfall gehabt am Hof. Das mit der Zenzi, das war schon tragisch. Die hat sich das Leben genommen. Wir haben's gefunden, der Lenz und ich. Die ist da hinten gehängt im Schupfen. Vor einem Balken an einem Strick. Schon schlimm sowas. Das hat so auch keiner können sehen. Manchmal frage ich mich schon, ob das nicht auch anders gegangen wäre. Weiß nicht, was nachher mit ihr passiert ist. Der Schweighöfer hat's abgeholt, der Doktor. Frag's doch den, wenn's noch was wissen wollen. Ja, und da, der Findeis, der Hans-Gürgel, der Knecht, der kommt seit kurzem auch nicht mehr. Es wird gemunkelt, er hat die Zenzi recht gern gehabt und ihren Tod nicht verkraftet. Ein bisschen anders war der schon allweil. Was mit dem Hans-Gürgel ist, weiß ich nicht. So privat bin ich nicht mit meinen Angestellten. Und wer nicht will, hinterherrennen, werd ich die Leute nicht. Ja, was das jetzt? Oder willst du den ganzen Tag umeinander laufen und blöde Fragen stellen und die Leute vom Arbeiten abhalten? Die dreckerten Haderlumpen, die Saugreisligen. Wenn ich die da wisch, dann knepf ich die am nächsten Baum auf, das sag ich dir.
dass wir jetzt die Kinder verbieten müssen, im Wald zum Spulen zu gehen, dass unsere Jäger sich vor jedem Schatten fürchten müssen, dass ich nicht mehr in meine Hütten gehen kann, ohne dass ich mich dauernd umschaue. Das ist das wahre Verbrechen. Vor ein paar Wochen, da haben wir das erste Mal von denen gehört, von denen Pascolinis. Im Wirtshaus bei der Kathi, wo er Wandersgesell verzahlt hat, hätten sie um 2 mm fast erwischt. Ja, richtig blass hat der ausgeschaut, als er das verzahlt hat. Ich hab ihm einen kleinen Obstler ausgegeben, dass er zum Zittern aufhört, der arme Bub. Ja, so richtig ernst genommen haben wir das aber immer noch nicht. Wir haben ja auch nicht genau gewusst, wo der die jetzt getroffen hat. Aber dann, auf einmal ist Resi bei mir am Hof gestanden und hat geheult und gewarnt. Und da hab ich gewusst, jetzt sind's da.